Prüfung, ich habe nicht gelernt, bin an die Prüfung gegangen, wirklich abgecrackt. Einer. So, erlernte Hilflosigkeit ist für mich so ein Modell, das so schwer konkretisierbar, klar greifbar ist, weil es mit so vielen Sachen zusammenhängt. Das ist eigentlich das Gegenteil von Selbstwirksamkeit. Ist erlernte Hilflosigkeit. Ist erlernte Hilflosigkeit. Voll. Ja. Und dort der Klassiker ist so Helikopter-Eltern. Helikopter! Dasselbe Phänomen, von wenn ich alle Probleme für jemand anderes löse, ist in Beziehungen. Ja, ich finde das krass. Instrumentalisierte Hilflosigkeit. Holy fucking cow. Du musst schnell erklären. Lass mich gucken. Jetzt muss ich einfach aufhören. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu Kopf raus. Wir sind zwei Psychologen aus Zürich. Neben mir hockt der Tim, ich bin der Ivo und wir begrüßen euch ganz herzlich zu der heutigen Folge. Tim, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Schön. Ich habe bald Ferien. Ich bin momentan ein bisschen auf die Ferien am Hinschaffen und freue mich dann fest. Ich hoffe, es wird richtig krasses Wetter, weil ich habe 1-2 Projekte im Garten. Und das ist natürlich ein bisschen geiler, wenn es ein schönes Wetter ist. Definitiv. Wie geht's dir? Oh, mir geht's gut. Mir geht's tipptopp. Ich finde es komisch, dass wir am Nachmittag aufnehmen. Es ist eine andere Energie am Nachmittag als sonst nehmen wir immer am Morgen auf. Aber du, gemittet, tipptopp. Gemittet? Gemittet. Huh. Centered? Yes. Ja. Schön. Jetzt würde ich sagen, hauen wir die Big News raus. Gerade am Anfang? Gerade am Anfang. Let's go. Weil jetzt hören am meisten noch zu und es ist uns sehr wichtig, es ist ein Herzensprojekt. Let's go. Hau raus. Was aber nicht soll heissen, dass er nach diesen Big News einfach findet, oh, jetzt habe ich den Podcast gelesen, ciao zusammen. Nein, Big News. Guys, wir haben es in der letzten Folge leicht angetönt. Wir möchten euch sehen. Und wir werden das machen. Wir haben einen Partner mit FlexOffice, der Büroräumlichkeiten anbietet. Und wir dürfen Vorträge in ihren Büroräumlichkeiten abhalten. Wir haben 4 geplant das Jahr. Alle 2 Monate. Wir starten Ende April. Und zwar im Prime Tower mit einem Vortrag, der etwa 1,5 Stunden geht, zum Thema Networking. Wir haben eine Website. Auf dieser Website kann man Tickets kaufen. Ihr könnt also jetzt auf kopfchaos.ch gehen und dort euer Ticket holen. Wir haben aktuell für den ersten Vortrag einfach nur 40 Plätze. Das heisst, macht schnell, wenn ihr dort dabei seid. Ja. Genau. Es ist am 28. April 26. Es fängt um 5 Uhr an und etwa 1,5 Stunden und nachher noch ein bisschen Meet and Greet, können wir noch ein bisschen schwätzen, austauschen. Meet and Greet klingt so, als wären wir so Influencers. Es ist einfach, wir nein. sagen einander Hoi, wir reden ein bisschen. Ja. Ja. Aber ja. Weil wir haben wirklich, also ich meine, wir bekommen damit so lässige Nachrichten und ich freue mich sehr fest, um einfach die Leute zu sehen. Physisch. Ich auch. Und heute sagen und irgendwie, ja, wir werden ein bisschen erzählen, hey, wie kommt man in Smalltalk, wie trifft man, ich sage, interessante Personen, kommt dann dort auch ins Gespräch. Was braucht es, damit man richtig networken kann? Und es ist ein Herzensthema von mir, Networking, weil ich glaube, es gibt sehr viel Bullshit auch, wo um Networking geht. Network Marketing zum Beispiel. Ja, ja. Nein, aber einfach so die ganze, ja, das so berufliches Networking, das hat so ein bisschen einen schlechten Rap, so ein bisschen schlechte, wie sagen wir das? Einfach, ja, es ist so ein bisschen, kommt ein bisschen falsch rüber und ich glaube aber, wenn man es richtig macht, hat es einen super positiven Einfluss auf das Leben. Und darum, das wird das erste Thema sein. Ja, geht doch jetzt auf kopfchaos.ch. Zeit ist verlinkt. Zeit ist verlinkt, unten rein. Und wir freuen uns riesig für euren Support, für euer Dabeisein. Und ja, genau. Yes. Der Plan ist, dass wir Ende April, Ende Juni, Ende August und Ende Oktober einen Vortrag machen können. Jeder von uns wird 2 machen mit so einem Herzensthema. Und genau, aber beide werden dort sein. Und ja. Hey, und Leute, das Ticket ist nur 20 Franken. Also es ist nicht die Welt. Wir haben zuerst das eigentlich gratis machen. Da es aber beschränkte Anzahl von Plätzen sind, haben wir dann gefunden, wenn wir es gratis machen, melden sich vielleicht viele an, die dann nicht kommen.
Wir haben aber gefunden, wir nehmen jetzt einen Betrag, wo irgendwie dann die Leute sich auch committen zum kommen. Und darum, ja, Yes. das wäre das. Super. Das war ein bisschen aufregend, das zu sagen. Geil. Dann würde ich sagen, starten wir in die heutige Folge. Und das Thema haben wir in der letzten oder vorletzten Folge als letzte Hirnzelle. Hundefolter. Hundefolter, genau, ganz kurz angetönt. Und zwar geht es um erlernte Hilflosigkeit. Und in der Vorbereitung habe ich mir überlegt, müssen wir, wie so bei den True Crime Podcasts, so eine Triggerwarnung machen? weil das Spannende ist ja eigentlich, dass das Phänomen erlernte Hilflosigkeit ein bisschen per Zufall entdeckt worden ist in Experimenten mit Tieren, unter anderem auch mit Hunden und Ratten. Darum, ja, es wird jetzt nicht mega brutal wie bei einem True Crime Podcast, aber ja, es startet mit Tierexperiment, wo ich jetzt auch nicht ein riesen Fan davon bin. Nein, also es ist sicher ethisch und moralisch verwerflich. Zu einer Zeit, das haben wir in dieser Folge dann auch gesagt, ich glaube, was hast du gesagt, 1976? Nein, noch 67? vorher, glaube ich, ja, um das herum. Hat man noch sehr viel mehr Sachen gemacht, wo man heute würde sagen, vielleicht lieber nicht. Ja, das Experiment ist grundsätzlich mal vom Seligman und Meyer gemacht worden. Und sie haben herausgefunden, dass man Hilflosigkeit kann erlernen. Also, dass man in einem Moment, wo man hilflos ist und auch nichts anderes machen kann, wie lernt, okay, ich kann in anderen Kontext mir selber auch nicht helfen. Mhm. Und dass man das dann auch zeigt und sich hilflos fühlt und ist in dem Sinn, wenn man eigentlich könnte etwas machen könnte. Mhm. Und willst du vielleicht dort gerade das Experiment schnell erklären? Ja, also eigentlich ein relativ simples Experiment. Und zwar hat es wie zwei Gruppen gegeben, wie meistens in der Psychologie, aber das mal mit Hunden. Eine Gruppe von Hunden war in einem Käfig gewesen und hat Stromschläge bekommen, aber die haben wie die Möglichkeit gehabt, über so eine Taste, wo sie mit den Pfoten können drücken, dass die Stromschläge aufhören. Die andere Gruppe von Hunden war ebenfalls in einem Käfig gewesen, wo sie Stromschläge bekommen haben. Die haben aber keine Taste gehabt, wo sie die Stromschläge haben können abstellen. Das heisst, die haben es einfach müssen erdulden und die Stromschläge über sich ergehen lassen. Das heisst, das sind die zwei Gruppen von Hunden gewesen. Dann sind die Hunde, die unterschiedlichen Gruppen, in ein anderes Käfig hineingetan worden. Und in dem Käfig haben sie ebenfalls wieder einen Stromschlag bekommen. Sie haben aber die Möglichkeit gehabt, zum über wie so einen Balken gumpen auf die andere Seite, wo es keine Stromschläge bekommen. Und jetzt ist eben spannend, zum schauen, oder, ja, wie die unterschiedlichen Gruppen von diesen beiden Hunden auf das reagieren. Und die Gruppe von Hunden, die im vorherigen Teil so einen Knopf hatten, so eine Taste, die sie bedienen können, die sind sich wie gewöhnt gewesen, dass sie mit so unangenehmen Situationen dem können aus dem Weg gehen und sind über den Balken gegumpelt Auf die andere Seite von dem Käfig. Auf der anderen Seite und dann keinen Stromschlag mehr bekommen. Und von dieser Gruppe, die vorher einfach haben müssen aushalten und gemerkt haben, hey, das ist unvorhersehbar, unkontrollierbar, ich lasse einfach über mich ergehen, dort haben 2/3 der Hunde sind einfach liegen geblieben oder sitzen geblieben in dem Teil vom Käfig, wo sie den Stromschlag bekommen, und nur 1/3 ist über den Balken gekumpelt, um sich quasi in Sicherheit zu bringen. Und dort, von dem haben sie wie so eigentlich die Schlussfolgerung gemacht, dass sie das Muster gelernt und sie haben sehr viel Erfahrung gehabt von Situationen, die sehr unkontrollierbar sind, und haben wie so ein bisschen die Hoffnung auch aufgegeben. Und dann in Situationen, die neu sind, aber eigentlich immer noch mit dem alten Muster reagiert, von hey, ich kann es eh nicht kontrollieren, ich lasse es einfach über mich ergehen, obwohl es eigentlich Möglichkeiten gegeben hätte, um dem Stromschlag aus dem Weg zu gehen. Voll. Und ich glaube, es hat sogar noch eine dritte Gruppe gegeben, eine Kontrollgruppe von Hunden, die die erste Runde wie gar nicht gemacht haben. Die sind dann erst in der zweiten Käfig da, wo man kann über den Balken gumpen. Und auch die sind relativ zügig dann auf die andere Seite gegangen, wo sie keinen Stromschlag mehr bekommen haben. Ja. Also die haben wie die Belastung von vorher, die erlernte Hilflosigkeit, nicht gehabt. Mhm. Und jetzt ist es noch spannend, ich habe bei diesen Hunden, die die erlernte Hilflosigkeit gehabt haben, hat man nachher geschaut, okay, kann man denen helfen, damit sie es checken. Mhm. Und man hat sie müssen physisch vom einen Teil vom Käfig, der elektrifiziert war, übertragen in den, der nicht elektrifiziert ist. Ah. Nicht aber nur einmal, sondern mindestens 2-mal, bei gewissen Hunden sogar wirklich 5, 6, 7 Mal, bis sie das gecheckt haben. Bis quasi ein neues
Muster erlernt Yes. haben. Okay. Und das wird dann nachher noch interessant und wichtig für die Rückkehrschlüsse, die wir auf uns als Menschen beziehen können. Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil jetzt reden wir von Hunden. Es gibt ja auch das Beispiel mit dem Elefant, mit dem Zirkuselefant. Wo ein Pflock gemacht ist. Ja, so ein Baby-Elefant, wo in den Zirkus kommt und dort an einen Pfahl gebunden ist. Und der Pfahl hebt so gut, dass ein Baby-Elefant kann zurückhalten kann. Aber irgendwann wächst ja der Elefant und ist irgendwie, keine Ahnung, 4,5 Tonnen oder so. Und bleibt aber immer noch bei dem Pfahl, obwohl er schon längstens die Kraft hätte, um den Pfahl auszureißen, aber sich halt einfach erlernt hat, dass er dort stecken geblieben ist. Krass, an das Beispiel habe ich gar nicht gedacht, aber es ist wirklich genau das. Crazy. Ja. Und jetzt denkt ihr, ja, ich bin ja kein Hund und auch kein Elefant. Wir haben auch noch ein Experiment mit Ratten. Aber ihr sind ja keine Ratten. Das können wir uns... What the fuck? Nein, das ist schon gut. Nein, aber einfach, in der Psychologie sind viele so Tierexperimente gemacht worden. Und das ist auch ein bisschen schräg. Und dann finde ich immer so schwierig, wenn man dann sagt, ja, das zählt auch für Menschen. Dann denke ich mir, Menschen sind doch auch noch ein bisschen komplexer oder ticken auch einfach anders als Tiere. Und dort ist dann wie so in den 1970er, Ende 1970, ist wie so die kognitive Wende gekommen. Das heisst, man hat versucht, andere Erklärungen für das Verhalten, was es ja bei Menschen doch auch gibt. Das Thema erlernte Hilflosigkeit, das gibt es bei Menschen. Aber man hat wie versucht, ein neues Erklärungsmodell reinzunehmen. Und dort treffen wir auf die Attributionstheorie. Oh, yes. Die Attributionstheorie haben wir sicher schon einmal in der Sportpsychologie angeschaut. Und sie ist einfach so gut und die kann man eigentlich in jedem Bereich von seinem Leben auch brauchen. Und die Attributionstheorie wird jetzt da genutzt, um das Phänomen zu erklären, warum man nach genügend oder nach mehreren Erfahrungen von Unkontrollierbarkeit und Hilflosigkeit das Verhalten auch in neuen Situationen zeigt. Und zwar gibt es wie so 3 Dimensionen von der Attributionstheorie, wo man sein Verhalten kann einschätzen kann. Also es passiert eine Situation. Sagen wir mal, ich verkacke hart in einer Prüfung. Sagen wir mal Englischprüfung. Du weißt, das war nie mein Lieblingsfach. Englischprüfung. Dann ist die erste Dimension, wie du ich das attribuieren, heisst zuschreiben. Du ich das auf intern zuschreiben, auf mich als Person oder extern. Intern wäre, ich bin schlecht im Englisch. Extern wäre, die Prüfung ist so schwierig gewesen und es ist nicht mein Ding. Dann gibt es eine andere Dimension, die nächste, stabil oder instabil. Das heißt, wenn ich sage, ja, ich bin schlecht in Englisch und das ist auch stabil, das ist über alle Prüfungen so und ich verstehe auch Netflix-Serien nicht, die auf Englisch sind und Podcasts schon gar nicht, dann ist meine Zuschreibung stabil. Oder ich kann sagen, es ist instabil. Hey, nein, das war jetzt einmal ein Ausrutscher gewesen und sonst bin ich ja eigentlich gut im Englisch. So. Oder du sagst, du bist bei Hörverstehen schlecht, aber bei Leseverstehen, dort traue ich mir eigentlich mehr zu. Genau. Ja, und in Grammatik bin ich auch gut. Und dann gibt es wie noch eine weitere Dimension, wo man sein Verhalten quasi beschreiben oder gewisse Attributionen zuschreiben, nämlich global versus spezifisch. Also zählt das für alle Lebensbereiche. Das heisst, hey, ich bin einfach ein schlechter Schüler. Hey, so, egal wie viel ich lerne, es passiert nicht. Also weiter als nicht nur Englisch. Oder sondern ich bin auch noch schlecht in Deutsch und auch noch schlecht in Mathe und ich bin Genau. einfach ein schlechtes Kind. ja, genau. Also wirklich global ich oder spezifisch, wo ich sage, hey, nein, das ist jetzt die spezifische Englischprüfung gewesen. Und mit diesen 3 Dimensionen, die ich sehr simpel finde, kann man eigentlich jede Situation auch mal reflektieren, wie du ich die Situationen oder wie du ich mich selber, mein Verhalten in diesen Situationen beschreiben, Oder einschätzen. Ja. einschätzen. Ja. Genau. Darum ist die extrem hilfreich und je nachdem, das ist jetzt eben das Spannende, je nachdem, wie ich mich attribuiere oder mir die Fähigkeiten zuschreibe, ist eine andere Konsequenz. Das heißt, wenn ich jetzt alles intern, stabil immer und dann noch global, dann hat das sehr, sehr einen grossen negativen Einfluss auf meinen Selbstwert. Das heißt, ich bin schlechter Schüler, das ist immer so und das ist in allen Fächern so, hat das einen grossen Einfluss auf meinen Selbstwert. Es gibt aber auch die selbstwertdienliche Attribuierung. Das bedeutet,
negative Ereignis ich extern zuschreiben. Hey, ist eine mega schwierige Prüfung gewesen. Das ist instabil. Hey, das ist jetzt einmal so gewesen bei dem Hörverstehen. Sonst bin ich eigentlich gut. Und dann spezifisch, nein, das ist das. Spezifisch ist dann beim Hörverstehen, oder? Und spezifisch instabil meint, das ist nur einmal so gewesen. Mhm. Genau. Hey, ja. Und ich habe jetzt noch eine spannende Studie. Ich weiß leider nicht, von wem das ist. Ich muss mir einfach glauben. Aber es geht genau um das, um Prüfungen. Qual? Ja, wie gesagt. Und zwar in diesem Experiment hat man Schülerinnen und Schüler genommen und in einer ersten Runde, wie bei den Hunden, die in diesem Elektroschock gerät sind, jedoch eine Gruppe von Hunden in diesem Käfig hat einen Knopf drücken und die andere Gruppe von Hunden hat gar nichts machen, hat man den einen Schülerinnen und Schüler eine Prüfung gegeben, die sie lösen können. Und einer anderen Gruppe von Schülerinnen und Schülern hat man eine Aufgabe gegeben, die sie nicht haben können lösen. Und jetzt die nicht haben können lösen, sind die einfach in diesem Käfig sind und es über sich ergehen lassen. Und die sie haben können lösen, sind die Kinder gewesen, oder die, wie gesagt, Hunde gewesen, die einen Knopf drücken können. Mhm. Jetzt hat man dann nachher eine zweite Prüfung gegeben, die gleich. Mm. Und die Kinder, die eine Prüfung vorher hatten, die sie nicht lösen können, haben signifikant schlechter abgeschlossen als die anderen. Weil sie wie gelernt haben, ich kann das eh nicht. Es ist ums Gleiche gegangen, um die gleiche Thematik in diesen Prüfungen. Und bei der zweiten Prüfung haben quasi die vorher schon Erfolgserlebnisse hatten, die sich wirksam gefühlt haben viel besser abgeschnitten. Mhm. Und jetzt gibt es noch eine weitere Erkenntnis. Und zwar in Bezug auf die Attributionstheorie. Man hat herausgefunden, dass Mädchen sehr viel stärker auf sich selber attribuiert haben. Intern. Ja. Und die Buben eher extern. Mhm. Und jetzt könnte man meinen, und der Grund dafür ist relativ simpel. Die Buben haben von dieser Gruppe, die quasi vorher die Prüfung hatten, die man nicht lösen konnte, nachher besser abgeschnitten als die Mädchen. Mhm. Weil sie extern attribuieren. Also bei der ersten Prüfung haben sie gesagt, ja, das liegt an dieser Prüfung, die ist irgendwie schwierig gewesen, die zweite Prüfung, die kann ich. Die Mädchen waren, ich habe die erste Prüfung schon nicht können, ich habe sie nicht können, ich habe die zweite auch nicht. Mhm. Und der Grund dafür ist noch entscheidend, weil, obwohl eigentlich Mädchen, ich sag mal, weniger auffälliges Verhalten zeigen in der Schule, Negatives. Mhm. Sie sind oft, ich sage, einfacher für die Lehrer und die Lehrerinnen. Sie bekommen mehr Zuschreibung von positiven Attributen als jetzt, sagen wir, ein 8-jähriger Bub, der vielleicht einfach auch unreif ist und irgendwie laut und so, wie ich damals war. Tun sie anfangen, auf sich selber attribuieren. Also Frauen tun tendenziell mehr auf sich selber attribuieren, intern, als Männer. Mhm. Weil der Bub, wo die ganze Zeit gesagt wird, ey, du bist quasi, du tust immer so und du bist zu laut und du störst den Unterricht, die können viel einfacher nachher dann sagen, so, ja gut, es liegt an dem Lehrer. Ah. Oder es liegt an dieser Klasse. Mhm. Oder ich bin halt so. Mhm. Aber sie tun dort wie weniger sich selber die Zuschreibung machen. Jetzt habe ich zwar gerade gesagt, ich bin halt so, aber Ja, aber ja, auf jeden Fall, dort die Attributionstheorie führt dazu, dass man dann die erlernte Hilflosigkeit, wenn man auf sich selber bezieht, bei negativen Erlebnissen, viel eher die erlernte Hilflosigkeit hat. Mhm. Mhm. Hey, ich finde es mega spannend und ich habe mir überlegt, so in der Vorbereitung, wo habe ich mal das Verhalten Das erlebt. gehabt von erlernter Hilflosigkeit und ich muss dir ehrlich sagen, es ist genau, als ich so 17 war, im Englischunterricht. Wirklich? Hey, und das ist jetzt meine Seite von der Story, gell? Aber ich habe mich wirklich nicht vertraut mit dieser Lehrerin. Ja. Wirklich nicht. Das war schon auch ein bisschen älter, gewesen, ich glaube schon über 60 gewesen. Und ich glaube, sie hat auch wirklich keinen Bock mehr auf mich, weil ich bin auch anstrengend war dort. Und ich weiss noch, ich bin in die Klasse weitergekommen und mir so gesagt, ja, easy, Englisch bis jetzt easy gewesen, oder? Und dann haben wir sie als neue Lehrerin gehabt. Und so die erste Prüfung, ich habe nicht gelernt, bin an die Prüfung gegangen, wirklich abgecrackt. Einer. Wirklich mit dem einen. Ich habe auch meinen einzigen Einer, wo ich mich mag daran erinnere, in meinem Leben, ist, wo ich 2 Monate im Gimmi war und eine Englischprüfung hatte. Bro, es ist wirklich so einer, okay. Und dann habe ich so gemerkt, aha. Das heisst, ich muss in dem Fall doch lernen, dass ich dort kann eine gute Note schreiben. Und dann ist eigentlich so, dort ist der Prozess gestartet. Ich gesagt, okay, ich tue mich jetzt mit dem zusammen, ein Kollege von mir, der die Heime Englisch redet. Oh, krass.
habe ich mit dem gelernt. Ist ein Kollege, er ist tiptop und gesagt, hey, komm, gehen wir zusammen in die Bibliothek, lernen wir zusammen. Und dort bin ich so, boah, richtig schlecht in Englisch gewesen. Wie alt bist du gewesen? 17. Ah. Oder 16 ist am da so. Ja. Und dann, okay, jetzt bin ich ready für die Prüfung. Bin an die Prüfung gegangen. Wieder verkackt. Ich habe einen Zweierzug bekommen. und sie hat mir das, ich weiß nicht, ich habe das so interpretiert, aber so richtig provokativ auf den Tisch gelegt und mich so angelächelt. Und ich habe, weil sie mich angelächelt hat, bin ich so gewesen, es ist eine gute Note und Tag, ein 2. Und dort hat die Spirale angefangen. Also ich habe wie eine Erfahrung gehabt, dass ich Kontrolle über das Ergebnis nicht habe, weil ich habe wirklich gelernt. Wie Ich die bin Hunde, so die dort drinnen sitzen und keinen Knopf drücken können. ja, und dann hat es angefangen. Hey, und dann bin ich so gewesen, eben, ich habe eine negative Attribuierung gehabt. Ich kann es nicht. Ich kann kein Englisch. Auch wenn du lernst. Auch wenn ich lerne. Ja. Es hat angefangen. Hey, und dann wirklich motivational. Also ich habe keine Motivation gehabt. Ich bin nachher in den Unterricht gehockt und habe gestört. Ja. Heisst, ich habe die Beziehung mit dieser Lehrerin noch mehr belastet. Es ist wirklich so gewesen, hey, es braucht nicht mehr viel und dann bist du weg, oder? Und dementsprechend ist die Spirale wirklich abwärts gegangen und ich habe wirklich verkackt. Wirklich verkackt in Englisch. Und ich habe nachher meine Strategie gesehen, dass ich in den anderen Fächern einfach muss besser sein, dass ich die hure Englischnoten kann kompensieren. Also hat es eigentlich etwas Positives gehabt? Ja, aber eigentlich nicht, weil, weißt du noch, wo wir zusammen anfangen zu studieren und sie das erste Mal uns eine Studie gegeben hat auf Englisch. Hat dich gestresst. Und das ist meine ganze Erfahrung mit Englisch ist eigentlich mega schlecht gewesen, obwohl ich noch 3 Monate in Irland war und dann eigentlich Englisch gelernt habe. Ja, aber die reden anders Englisch. Ja, und ich bin jetzt nicht der beste Schüler dort gewesen. Aber eben, das hat für mich schon auch nachhaltig einen Einfluss gehabt mit Englisch. Mittlerweile ist es gut, finde ich so. Also mein Umgang. Ja. Das Englisch ist okay. Ja. Ist nicht schlecht. Ja, so, kann mich unterhalten. Ja. Das ist noch lustig, dass du das sagst, weil ich habe mich auch gefragt, hey, wo habe ich erlernte Hilflosigkeit erlebt? Und ich habe jetzt nicht so viele Beispiele. Jetzt, wenn du das aber so erzählst, kann ich 1:1 das mitnehmen vom Französisch. 1:1. Wirklich. Ich habe jetzt meinen Lehrer in der Sek nicht so wahnsinnig lässig gefunden. Habe dort auch Schwierigkeiten gehabt. Habe dann dort zum Teil auch massiv gelernt. Keine gute Noten zurückbekommen. Okay, massiv gelernt ist vielleicht übertrieben. Ich habe gut gelernt. Aber es hat wirklich keinen Unterschied gemacht in den Noten. Und auch jetzt noch, ich bin ja vor ein paar Jahren für 2,5 Monate auf Réunion, um Französisch lernen. Ja. Ich habe genau gar nichts gelernt, weil ich noch irgendwie 6 Schweizerinnen und Schweizer getroffen habe und einfach nur noch mit denen gehängt habe. Und ich bin aber nachher von dieser Reise zurückgekommen und bin so gewesen, also wenn ich es so nicht schaffe, Französisch lernen, wie soll ich dann in meinem Leben noch Französisch lernen? Und wenn du das jetzt so sagst, bin ich so, okay, vielleicht muss ich dort dann auch mit dem Mindset arbeiten. Und wie schauen so, okay, wie du nicht extern attribuieren. Vielleicht, oder? Ich bin dann immer so gewesen, so gut, ich schaffe es nicht. Wenn ich es dort nicht einmal schaffe, wie soll ich es dann da in der Schweiz schaffen? Aber es sind ja 6 Schweizerinnen und Schweizer dort gewesen. Nicht, dass ich ihnen jetzt die Schuld gebe, aber ich tue wie am Kontext Verantwortung geben und den Kontext attribuieren und sage, hey, es hat halt an dem gelegen, musst halt dem nochmal eine Chance geben. Also, Podcast ist unterbrochen, ich gehe die nächsten 3 Monate auf Frankreich chat zusammen. Nein, aber das ist, ich glaube, das ist schon noch entscheidend. Ja, und ich meine, das ist jetzt ein Beispiel, oder? Weil ich bin wirklich so gewesen, hey, was gibt es alles für Beispiele? Und ich bin dann so ein bisschen auf die Recherche gegangen und auch bei mir dann so ein bisschen geschaut und es gibt sehr viel. Gewisse sind gravierende Situationen. Es gibt sehr viel in deinem Leben? Nein, sehr viele Beispiele. Aha, ja. Aber auch in meinem Leben, ich meine, das ist jetzt ein Beispiel gewesen. Und ich glaube, es kommt nicht immer in die Situation, dass ich nachher erlernte Hilflosigkeit habe. Aber der Mechanismus kann in sehr vielen unterschiedlichen Situationen auftauchen. Ich meine, auch beim Arbeiten, wenn dein Input... Dein Input? das sind wir jetzt wieder beim Englisch. Nein, wenn dein Input nicht geschätzt wird und du eigentlich wirklich willst hinweisen, dass etwas so nicht funktioniert und jedes Mal du einfach überstimmt wirst, merkst, hey, da habe ich keinen Einfluss, es ist unkontrollierbar, dann lerne ich das und sage, hey, ich sage gar nicht mehr. Obwohl vielleicht die anderen Situationen, wenn ich etwas sagen würde, würde es etwas ändern, aber ich habe wie gelernt, vielleicht in dieser Firma, in diesem Kontext, in dieser Firmenkultur, wenn ich etwas sage, bringt es nichts, also hocke ich auf meinen Schlitten und
Sag nichts mehr. Ja, und ich meine, Oder? Ja, und ich glaube, ich habe genau das gleiche Beispiel, nur, dass das vielleicht sogar du mitnimmst bei einem Jobwechsel. Eventuell, ja. Also ich habe vor ein paar Monaten gerade eine im Coaching gehabt, wo es genau um das gegangen ist. Sie hat negative Erfahrungen gemacht bei ihrem Job, hat dort probiert, sich irgendwie positiv einzubringen. Das ist permanent untergraben worden. Sie hat wie keine Wirksamkeit erlebt. Sie hat sich dort hilflos gefühlt, obwohl sie probiert hat. Und jetzt wechselt sie den Job und jetzt ist dort eine wichtige Aufgabe, dass sie schaut, dass sie die erlernte Hilflosigkeit nicht mitnimmt in den neuen Job, sondern dass sie sich dort kann einbringen und dass sie kann irgendwie Sachen verändern, Sachen ansprechen und ein positives Klima erzeugen. Und ich glaube, das ist so entscheidend, weil dort haben wir nachher wieder den Vergleich zu diesen Hunden. Wenn du im gleichen Job bleibst und sagen wir, der Hund ist in einem Käfig, wo er nichts machen kann, dann ist das sein. Aber wenn du nachher in eine neue Situation kommst, in einen neuen Kontext, wo er über den Balken gumpen / im neuen Job sein, dann musst du unbedingt erkennen, dass du über den Balken kannst gumpen und dass du Sachen kannst bewirken und nicht einfach in deinem Eckli sitzt und die Stromschläge einfach hinnimmst. Ja. Ich glaube, das ist so wichtig. Und für mich, ich muss dir sagen, ich habe die Vorbereitung recht schwierig gefunden. Weil so erlernte Hilflosigkeit ist für mich so ein Modell, das so schwer konkretisierbar, klar greifbar ist, weil es mit so vielen Sachen zusammenhängt. Eben, wir haben jetzt von Attributionstheorie geredet. Jetzt kommt's. Und ich habe nachher dann noch gefunden, so, ja gut, aber das kann ja auch konditioniert sein. Konditionierung könnt ihr, by the way, glaube Folge 5. Also, darf ich noch etwas sagen? Ja. Das Experiment Ja. sie haben ursprünglich Experimente zur Konditionierung Ja. gemacht. Oder? Ja. Wie lernen nicht Hunde oder Menschen, besser gesagt, ja? Ja. Das heisst, du hast dort die Dings. Nachher, was auch noch kommt, das weiteres Modell aus der Psychologie, ist Selbstwirksamkeit. Du hast es auch etwas anderes gemeint. Ja. Aber hit me. Grundbedürfnis. Grundbedürfnis kommt dort auch. Selbstwert, Schutz und Orientierung und Kontrolle. Und vielleicht sogar noch Lust und Unlust. Ja. Ist alles geil. Wenn ich auch keine Orientierung und Kontrolle habe, eben, es ist unkontrollierbar, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Plus, ich habe keinen Einfluss auf das nehmen. Ja. Plus, hängt es an meinem Selbstwert auch noch. Oder? Also die beiden Bedürfnisse auf jeden Fall, die dort massiv unter Beschuss sind. Ja, ja. Und ja, dann ja. eben, wie du sagst, ich habe sogar irgendwo gelesen, dass eigentlich das Gegenteil von Selbstwirksamkeit Ist erlernte Hilflosigkeit. Ist erlernte Hilflosigkeit. Voll. Ja. Und ich meine, dort gibt es nachher dann auch Studien, die aufzeigen, wie fest das erlernte Hilflosigkeit oder im Umkehrschluss Selbstwirksamkeit zusammenhängt mit psychischen Problemen, also Depressionen und andere quasi Sachen, die man nicht will haben. Und auch, was ich schockierend gefunden habe, mit physischer Gesundheit. Also durch die Stresshormone auch und irgendwie durch, also die Selbstwirksamkeit fördert all diese Sachen. Es geht mir besser, psychisch, physisch. Und die erlernte Hilflosigkeit macht all die Sachen schlechter. Und ich finde, ich habe es wirklich noch schwierig gefunden, weil ich so nicht kann sagen, das ist erlernte Hilflosigkeit. Das ist nicht wie ein Grundbedürfnis, wo du kannst sagen, es sind die 4 Grundbedürfnisse, that's it. Sondern es hängt an so vielen Sachen an. Und ich glaube, was wirklich entscheidend ist, dass man sich das einfach mal bewusst wird und in seinem eigenen Leben beobachtet. Ja. Und dann erst merkst, dort ist es ein bisschen dabei und dort ist es ein bisschen dabei. Das ist, also mir ist genau gleich gegangen und als ich mich vorbereitet habe, bin ich so gewesen, ich habe so fest verknüpft. Bei mir ist wie so der Fünfer gefallen, und ich gemerkt habe, als Beispiel Grundbedürfnis, das ist wie so ein Grundmodell, wo du unterschiedliche Sachen kannst beschreiben. Und erlernte Hilflosigkeit ist wie ein Phänomen, wo man unterschiedlich kann beschreiben kann, was wir jetzt gerade gemacht haben. Ja, ja. Oder? Und so ist es vielleicht auch einfacher zum Verstehen und Einordnen, weil erlernte Hilflosigkeit ist für mich wie noch ein extreme Konsequenz von einer sehr selbstwertschadenden Attribuierung. Aber per se ist die, ist die Attributionstheorie, kann man für so viele Sachen benutzen. Oder? Ja, ja. Und darum finde ich es eigentlich eine geile Folge, wo wir jetzt, also ein geiles Thema für die Folge, weil es ist spezifisch auf ein Thema, aber man kann das für ganz viele unterschiedliche Sachen brauchen, oder? Also, komm, wir bringen noch ein paar Beispiele. Du hast jetzt das Beispiel gebracht vom Job, wo ich meine, der Klassiker, die erlernte Hilflosigkeit, wird sehr oft erforscht und gebraucht in dem pädagogischen Kontext, also mit Kindern. Und dort der Klassiker ist so Helikoptereltern. Helikopter! Da haben wir wieder die tägliche Dosis Chaos. Das ist doch herrlich.
Nein, weil bei Helikoptereltern, also Eltern, die sehr beschützend, sehr fürsorglich sind, zu beschützend und zu fürsorglich, wo alle Probleme der Kinder für sie lösen, tun Kinder erziehen, die das Gefühl haben, ich kann meine Probleme selber nicht lösen. Und darum gehen sie dann ins Erwachsenenalter und können zum Beispiel mit einem Konflikt am Arbeitsplatz nicht umgehen, weil vorher, wenn es einen Konflikt in der Schule gegeben hat, mit einem anderen Kind, und meine Mutter oder mein Vater hat das immer dann gemanagt, ich habe ja wie nie die Fähigkeit erlernt, so mit dem umzugehen. Also fühle ich mich auch dort hilflos, obwohl du jetzt erwachsen bist und vielleicht grösser und dich kannst artikulieren. Und ich meine, dort der absolute Klassiker ist in der Erziehung. Und wo wir dann mitnehmen in unser Erwachsenenalter. Extrem. Also das ist noch spannend. Ich habe gerade heute Morgen mit einer Family Brunch, dann habe ich ihnen so gesagt, eben, wir reden über das Thema und so. Dann habe ich es erklärt nach meinem Bruder, mein Bruder ist Sozialpädagoge, gesagt, hey, aber das ist doch bei Kindern, wenn sie so überbemuttert werden. Ich so, aha, ja doch, au. Ja, das ist mega das, oder? Und er kennt es vor allem von dort. Und was halt auch ist nicht nur bei Überbemutterung, sondern bei inkonsistenten Eltern. Das habe ich sehr spannend gefunden. Weil das Kind kann wie das Verhalten der Eltern nicht einschätzen. Also es ist wie so ein Zufall. Mal rastet jemand komplett aus, mal ist wieder gut, mal nicht. Also du kannst deine Eltern wie nicht kontrollieren, oder? Also du weißt nicht, was passiert. Deine Aktion hat keine Wirkung auf die Reaktion der Eltern. Genau. Also du kannst jetzt heute als Kind die Abwaschmaschine ausräumen und am einen Tag lobt dich deine Mutter und ist super happy mit dir und am anderen Tag sagt sie gar nicht und ist einfach pissig, weil sie wegen irgendetwas anderem hässig ist. Ja, oder weil ein Besteck falsch reinkommt oder was auch immer. Und das, also, auch. Und das habe ich dann eben sehr spannend gefunden, wenn wir genau über das geredet. Das gibt es ja auch bei vorgesetzten Leuten. Also, und das gehört mir jetzt, also bei uns im Bereich, ich glaube, das hast du auch immer wieder. Etwas, wo für also nicht bei meinem Job, sondern nein, aber als Thema. Ich meine, wir sind beide in der Führungsentwicklung. Ja, in der Führungsentwicklung unterwegs. Und etwas, was extrem schwierig ist für Mitarbeitende, ist, wenn sie nicht wissen, wie heute der Chef oder die Chefin drauf ist. Gerade drauf ist. Und du musst so, oh, ist sie heute gut drauf? Oh, ist sie heute schlecht drauf? Oh. Und das ist extrem schwierig, die Inkonsistenz im Verhalten, wo du nicht kannst kontrollieren, wo auch in den Rückzug geht, oder? In das Verhalten von erlernter Hilflosigkeit. Und du bist nachher wie der Hund, der in diesem Käfig einfach am Boden sitzt und in diesem Freeze-Zustand ist. Das ist, by the way, auch ein Modell, wo ich nachher dann so war, das lässt sich einfach knüpfen mit Fight, Flight oder Freeze. Wo ich so war, Freeze ist einfach erlernte Hilflosigkeit, wo schon auch noch erschreckend ist. Also bei Kindern sollte man in dem Sinn eigentlich Raum geben, zum Fehler machen, zum Sachen selber lösen. Und ich glaube, das ist relativ klar. Wo mir dann aber noch bewusst worden ist, ich habe auch noch 2 kranke Beispiele. Ist dasselbe Phänomen, von wenn ich alle Probleme für jemand anderes löse, ist in Beziehungen. Ja. In Partnerschaft, mit Freunden, im Kollegenkreis. Wenn es gibt die Leute, und ich zähle mich da selber auch dazu, ja, erzähl weiter, ja. Wo alle Probleme, wenn ein Kollege oder eine Kollegin zu mir kommt, dann geht mein Kopf direkt, okay, wie kann ich das Problem lösen? Ich glaube, das haben hure viel. Und ich glaube, dort ist es so wichtig, dass man sich zuerst mal überlegt, hey, wie kann ich die andere Person befähigen, dass sie die Probleme selber lösen kann. Weil wenn ich über längere Zeit immer wieder einfach nur unterstütze und ich dann mal nicht da bin, die andere Person ist so, ja, ich kann sie nie lösen. Er oder sie hat sie mir für mich gelöst. Ja. Und dort entsteht dann auch die erlernte Hilflosigkeit. Und ich meine, du hast das jetzt mit Problemen lösen. Ich finde das spannend. Ich habe mit unterschiedlichen Leuten, die das in ihrem Freundeskreis haben, schon über das geredet. Jetzt nicht nur um Probleme, sondern sagen wir gehen Boys Trip oder Girls Trip in die Ferien. Wer plant? Immer die gleiche Person. Das stimmt. Und die andere Person traut sich das vielleicht gar nicht zu. Genau, weil das wie so das Muster ist, das wir erlernt haben. Jemand macht immer Planung von den Flügen, vom Hotel, vom Mietauto. Und die anderen sind dann so, ja gut, ich habe da gar keine Kontrolle drüber. Ich sage einfach, wohin will ich und dann bin ich happy. Und wenn du mal etwas machst und irgendetwas schief geht, dann ist es immer, ja, ist ja klar gewesen. Ja, und dann bist du halt, hey, ich gehe zurück, mache dir. Oder wenn ich dann müsste, mache ich es, also dann komme ich nicht ins Handeln, oder? Das ist auch noch so ein Ding. Und weißt, jetzt finde ich es eben krass. Jetzt ich habe nachher noch einen Hot Take, aber ja, vielleicht bringst du jetzt genau den. Okay, und jetzt kommt, ich finde den krass.
instrumentalisierte Hilflosigkeit. Holy fucking cow. Musst du schnell erklären. Let me cook. Und zwar, das, was wir jetzt besprochen haben, ist erlernte Hilflosigkeit, wo irgendwie so ein unbewusstes Lernen ist, oder? Und das Verhalten dann entsteht. Instrumentalisierte Hilflosigkeit ist in oftmals Liebesbeziehungen, Ja. Oh my fucking God, ja. wo jemand vortäuscht, dass er etwas nicht kann. Zum Beispiel, hey, ich kann einfach nicht über meine Gefühle reden oder ich kann einfach nicht meine Gefühle regulieren und sagt, ich kann es nicht. Und das dann wie eine Art ist, zum Macht in dieser Beziehung Zum Liebe bekommen. Du musst- bekommen. Ja. Und Mit Liebe erpressen. ja, und da habe ich dann ein bisschen darüber gelesen, dass geht dann halt schon auch so ein bisschen das narzisstische Persönlichkeitszeug. Was jetzt nicht heisst, dass wenn ihr schon mal ein ähnliches Verhalten gezeigt habt, dass ihr gerade direkt Narzisstin oder Narzisst sind, sondern einfach, also weil ich glaube, wir alle erleben das irgendwo Ja, sicher. auf irgendeiner Ebene. Darum sage ich ja narzisstische Zeug. Okay. Ich Aber sage auch, dass man das nicht falsch versteht. Ja, nein. Du weißt, ich bin sehr vorsichtig mit dem Wort. Ja. Ich bin sehr vorsichtig mit dem Wort. Aber narzisstische Zeug, Tendenz. Ja. Ich habe aber, also, mega Punkt. Und jetzt kommt mein Hot Take, wo in eine ähnliche Richtung geht. Heute ist ein bisschen ein spezieller Vibe. Wieso? Ich weiß nicht. Aber also, egal. Der Hot Take, den ich habe, ist, wenn in Beziehungen du auf die andere Person angewiesen bist für Emotionsregulation. Also dir geht es nicht gut und du suchst dann Hilfe von außen, von deinem Partner oder von deiner Partnerin. Jetzt muss man aufpassen. Es gibt Situationen, wo es sehr wichtig ist, dass man gar keine Hilfe suchen. Wenn das aber immer und immer wieder gezeigt wird und man kann fast nicht mehr selber sich emotional regulieren, dann hast du auch dort entwickelt sich eine emotionale und erlernte Hilflosigkeit. Und ich glaube, es ist so wichtig, auch in Liebesbeziehungen, dass man einander die Chance gibt, um die eigenen Emotionen selber zu regulieren. Ich glaube, oder es ist ultramenschlich und auch etwas Schönes, dass wenn man die andere Person sieht, wenn es ihr nicht gut geht, emotional, dass man sofort helfen will. Und ich frage mich aber, ab welchem Punkt passiert es, dass man es zu oft macht, sodass die andere Person verlernt, um selber die Emotionen zu regulieren. Und das ist jetzt ein hoher schmaler Grad zwischen dieser toxischen, meistens maskulinen Art von ich muss alles alleine durchstehen und ich brauche keine Hilfe. Und aber auch diese Beziehungen, wo ich wie so das Gefühl habe, so, ich funktioniere nicht mehr als einzelne Menschen. Die sind so angewiesen aufeinander. Oder? Und ich kann gar nicht mehr getrennt voneinander. Also das ist jetzt ein hoher schmaler Grad. Ich habe eine Hypothese. Alright, hit me. Ich glaube, das merkst du erst, wenn du schon drin bist. Und zwar, wenn immer die gleichen Dynamiken auch stattfinden. Also wenn du merkst, es entstehen immer neue Probleme. Eine Art. Oder immer die gleiche Art, wie man miteinander in Kontakt ist. Weißt du, was ich meine? Wenn, wie soll ich sagen, wenn die Beziehung nicht mehr so vielfältig ist. Oder Wenn sich Muster immer wiederholen. Ja. Okay. Oder das Muster, und das ist dann immer so ein bisschen, etwas passiert, ich mache das, sie macht das, und das ist immer das gleiche Muster. Also sagen wir so, das Muster wiederholt sich von, ich habe einen schlechten Arbeitstag gehabt, ich komme heim, bin gestresst und meine Partnerin kommt zu mir und reguliert meine Emotionen, schaut, dass es mir gut geht. Irgendwie, ich muss mich nicht mehr um Essen kümmern, ich muss nicht mehr irgendwie den Haushalt machen daheim. Und das löst bei mir dann einen Stress. Und am nächsten Tag wieder, ich komme gestresst vom Arbeiten und das Muster wiederholt sich. Ja. Anstatt dass ich selber lerne, hey, was muss ich dann verändern, dass ich nicht so gestresst vom Arbeiten heimkomme. Ja, zum Okay. Beispiel. Und darum, weil es ein Muster ist, braucht es auch ein Weile, bis du es halt erkennst. Und darum sage ich, du merkst erst, wenn du drin bist. Okay, ja, Das ist eine Hypothese, gell? Keine Ahnung, aber ich könnte mir es vorstellen. Sehe ich, ja. Ja. Genau. Hast du noch ein Beispiel? Weil sonst komme ich noch mit dem erlernten Optimismus. Oh, schön. Lösungen. Gib mir noch einen. Ich glaube, so gesundheitlich ist es noch ein riesiges Ding. Ich glaube, wenn man sich wie so vorgenommen hat, hey, ich will jetzt mal abnehmen
oder ich will sportlicher werden und das dann nicht klappt, obwohl man vielleicht sich an Vorgaben gehalten hat, die einem in einem YouTube-Video gesagt werden oder wo einem die Ärztin oder der Arzt sagt, dort kann enorm viel erlernte Hilflosigkeit entstehen. Und dort kommt man zurück auf unsere Folge zu Ziel. Ich glaube, was dort dann sehr fest hilft, sind so Prozessziele. Also nicht sagen, hey, ich will 10 Kilo abnehmen, sondern sagen, hey, ich will 3 Mal in der Woche so und so viel Sport machen. Dass du wie das kannst erreichen. Weil wenn du es dann schon wieder nicht schaffst und ich erlebe das bei mir ein bisschen, und da gibt es jetzt vielleicht schon ein Outing. Ich konsumiere Nikotin in so kleinen weißen Beuteln. Und ich habe mir jetzt schon 2-mal gesagt, ich will aufhören. Ich habe es 2-mal nicht geschafft. Und dort entsteht bei mir gerade so ein bisschen erlernte Hilflosigkeit von ich kann es nicht. Und vielleicht ist die Folge jetzt gerade wichtig, für mich auch, um das mal reflektieren und sich zu überlegen, hey, wie gehe ich, weil jetzt gerade, ich bin gerade nicht motiviert, um es zu probieren. Ja, das ist intern attribuieren. Also jetzt, Ja. wir können das Ja, gerade ja. durchgehen. Also ich bin jetzt gerade am schauen, du tust intern attribuieren. Ich kann es nicht. Ja. Du tust zwar als es ist auch stabil, es Ja. ist immer so. Und es ist auch ein bisschen, was ist globalisiert? Nein, es ist spezifisch. Ich will Ja, sagen, es aber ist es ist ja- spezifisch ja, auf aber das jetzt los. Thema. Okay. Ich habe aktuell, also eigentlich ist die Motivation da, zum weniger am Handy zu sein. Aha. Und zum weniger Netflixen und zum weniger einfach Medien zu konsumieren. Mhm. Und die Motivation ist eigentlich da. Mhm. Aber ich mache keinen Versuch, zum zu sagen, weil ich bin wie so, ich bin halt einfach süchtig, ich bin halt einfach dran. Und ich frage mich dort, ob dort eine gewisse Komponente drin ist, wo sich das überlappt. Und ich so bin, okay, ich schaffe es mit Nikotin nicht, ich schaffe es also auch Handysucht nicht. Ah, spannend. Aber ja, ja. ja. Spannend, aber das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich sehe Wo- eigentlich da schnell, wir müssten da eine Couch haben, da könnt ihr da ein bisschen... Wo Ich will fairerweise nicht nur auf dich betrifft, sondern es geht mir genau gleich. Sag dir Ja. halt. Ja Mann, es ist... Gutes Beispiel, ja. Es ist heavy. Aber jetzt geben wir noch Optimismus. Weil, vielleicht sagst du mir ja jetzt, was ich muss machen, Ja, damit ich das schaffe. okay. Also, und zwar ist es ein Modell zum erlernten Optimismus. Aha. Das heisst ABCDE-Modell. Easy simple. Okay. Es ist auch von Martin Seligmann, den haben wir schon sehr prominent und häufig in diesem Podcast. Aber Ja, ich Mann. finde ihn, Er ist auch ein G, außer dass er fucking Hund gefoltert hat. mein Bild ist sehr ambivalent zu ihm, sag dir ehrlich. Aber Zweiseitig, für die nicht wissen, was ambivalent heisst. zweiseitig. Aber man kann seine enorme Leistung in der Psychologie Ja, kannst du nicht wegdenken. kann man nicht wegdenken. Ja, ja. Und ich tue sie sehr hoch anerkennen und Jawohl. schiebe ihm sehr viel Respekt zu. Also, ABCDE-Modell, man tut das Buchstabe für Buchstabe durcharbeiten. Und zwar ist es relativ simpel. Du musst mir wirklich mit dem Englisch helfen. Und zwar Mache ich gerne, Ivo. Ich ist fühle mich A, eben selbstwirksam. ist es A, Adversity. Oh shit. So, ich weiß, was es heisst, aber so die Übersetzung. Also, Adversity sind so Widerstand. Genau. Aha. Und zwar geht es dort darum, bei Adversity, die objektive Beschreibung von dieser Situation, von dem Ereignis, von dem Widerstand. Also in dieser Situation, wo man das Gefühl hat, man hat keine Kontrolle. Und was muss ich jetzt machen? Sorry. Ich bin- Beschreiben. Ah, ja. Ja. Okay. Er hat das ABCD, ein bisschen, du siehst es, ein Sollen wir bisschen. das gerade machen mit meinem Problem, Okay, das ich habe? Also, ich muss den Widerstand beschreiben. ja, Ich bin süchtig und ich will nicht los. okay. Das ist nussüchtig. Jawohl. Okay, gut. Dann gehen wir zum B, Aha. Belief. Der Glaube. Der Glaube. Und zwar Identifikation von den automatischen Gedanken und Interpretation von dieser Situation. Und da gehen wir jetzt, und das B, für das kann man das Attributionsmodell brauchen. Haben wir jetzt sogar gemacht. Und zwar, du beschreibst, dass es intern das Problem an dir liegt. Mhm. Und muss ich dann das jetzt umattribuieren? Also Noch muss nicht. ich, okay. Noch nicht. Das ist das B. Einfach mal das Einfach verstehen. verstehen, Okay. wie du nicht das Ja. attribuieren. Ja. Dann kommt das C, Consequences, also Konsequenzen? die Reflexion. Die Reflexion über die Gefühle, wo die Attribuierung, beziehungsweise die Gedanken, die dabei ausgelöst werden bei dieser Attribuierung. Mhm. Also Konsequenzen von der Attribuierung. Ja. Also wenn ich sage,
ich schaffe das nicht, weil zum Beispiel ein Glaubenssatz, den ich habe, ist, ja, Leute mit ADHS sind sehr, also haben eine Prävalenz zum süchtig sein. Mhm. Also Leute mit ADHS zeigen oft ein höchstes Suchtverhalten, entweder Spielsucht, Konsumsucht, Drogensucht. Und ich bin wie so, ja, ich bin halt süchtig, weil ich habe ADHS. Ja. Okay, das ist jetzt sehr kognitiv gewesen. Aha. Was für Gefühle kommen dabei? Was löst das aus? Die Gedanken? Jetzt brauche ich dann wirklich eine Couch. Hilflos. Von, ja, ich habe halt das ADHS, das geht nicht weg. Und es ist für mich sehr viel anstrengender als vielleicht jemand, der kein ADHS hat. Was nicht unbedingt muss sein. Aber das ist jetzt einfach der Gedankengang. Okay. Danke fürs Teilen. Was? Ich brauche wirklich eine Couch. Das ist gerade schön gewesen. Danke fürs Teilen. Du siehst, ich tue meine emotionale Unsicherheit gerade mit Humor. Mit Humor Ist eine riesige Ressource auch für das. Ja. Und ist auch oftmals eine gute Strategie. Dann D ist Disputation, was bedeutet, dass man sich jetzt Situationen sucht oder einfach. Disputation? Ja. Okay. Also eine aktive Widerlegung von diesen Gedanken, Okay. von den alten Erklärungen. Also jetzt tut man quasi Jetzt machst du Umstrukturierung, Okay. kognitive Umstrukturierung. Also jetzt müssen wir es aktiv widerlegen. Die Okay. Gedanken, die Also das ich auslöst. tue jetzt meine Glaubenssätze anpassen und sage, ich habe sehr viel später mit Nikotin angefangen und man weiß aus der Entwicklungspsychologie, dass unser Hirn, wenn wir früher anfangen mit Drogenkonsum, ich nenne es jetzt mal einfach eine Droge, und vielleicht müssen wir das schnell sagen, die weisse Nikotinsubstanz in einem Beutel ist nicht Koks, sondern ich weiß, sondern sind Snusbeutel. Wenn man jung ist und früher anfängt mit so Nikotin, wird man sehr viel abhängiger. Und ich habe sehr spät damit angefangen. Ja. Also eigentlich müsste es für mich einfacher sein als für andere. Ja. Zudem kommt, ich habe in meiner Vergangenheit auch schon sehr oft einen starken Willen gezeigt Mhm. und müsste das eigentlich können. Hast du mir ein Beispiel, wo du konkret den starken Willen hast können umsetzen? Ich gebe dir eins, einfach weil ich es lustig finde. Ich habe als Kind mal einfach von mir aus gesagt, ich glaube einen Monat kein Zucker zu essen. Mhm. Und meine Eltern sind so, ja, mach das 3 Tage und nachher ist es vorbei. Aber ich habe es dann effektiv einen Monat nicht gemacht. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Beispiel von, manchmal einfach so, setze ich mir etwas in den Kopf und dann passiert das halt. Ja. Oder ich setze mir in den Kopf, einen Podcast zu machen und jetzt machen wir halt einen Podcast. Ich setze mir in den Kopf, dass ich jetzt in meinen Ferien ein Hühnerhäuschen baue und 3 Hühner hole und das mache ich jetzt. Du setzt dir in den Kopf, dass du dich selbstständig machst und das machst du seit Jahren. Jawohl. Ich weiß nicht wie viel, aber seit mehreren Jahren. Ich habe jetzt dann 4-Jähriges. Okay. Nein, 3-Jähriges. Ja, klar. Und gibt es auch Beispiele, wo du sagst, dort habe ich erfolgreich etwas gestoppt, jetzt wie das mit dem Zucker? Weil ich kenne dich jetzt ja doch schon länger und du hast schon aktiv Das stimmt. oftmals Etwas angegangen. 3 Monate kein Alkohol, ohne Problem, Ja. aktiv. Du hast ja schon lange nicht gesnusst. Ja, ich habe mal für ein paar Minuten aufgehört. Eben, ja. Ja. Aber was ist jetzt deine Frage? Also wir sind jetzt Solche bei... Beispiele sammeln, bei D, Disputation, also Für Widerlegung, was steht Disputation? Widerlegung. aktive Widerlegung von dem internalen Glaubenssatz, den man hat. Aha. Und jetzt hast du ein paar Beispiele gesammelt, oder? Wo du merkst, ich muss das glaube gar nicht internalisieren, oder? Sondern ich habe ja ganz viele Beispiele in meinem Leben, Dass ich das eigentlich kann. dass ich das kann. Mhm. Und dann geht es eigentlich darum, beim E Energization, also energetisieren, dass die Beschreibungen, die du jetzt gegeben hast, oder? Und das sind ja gerade aus dem Nichts, sind da 4, 5, 6 Beispiele gekommen, und du sagst, hey, ich kann das ja. Dass die Energie nutzt und dann in die Zielformulierung gehst und wenn du in der Situation bist, wo die alte Attribuierung kommt, merkst du, hey, ist nicht intern. Ich kann das. Oder dass du das wie extern attribuieren und die positiven Internalisierungen wieder führen nimmst. Okay, und ich sehe jetzt quasi in dem 5. Schritt mit E, Energie, Die nutzen. und gerade in die Tat umsetzen. Im besten Fall, ja.
Oh shit. Das ist der Ablauf. Ja. Also. Da können wir es natürlich auch gut koppeln, die jetzt die Heime gerade mitgemacht, oder gerade mitgemacht haben. So bei Ehe, das finde ich der Punkt, der noch so ein bisschen schwammig ist, jetzt für die Umsetzung oder jetzt gerade bei so Verhaltensänderungen. Und ich glaube, wir haben sehr viele Folgen, wo es um Verhaltensänderungen geht. Das kann sein bei Zielsetzen, das ist die SDT-Theorie, Selbstbestimmungstheorie, was braucht es zur Motivation, zum Dranbleiben. Ich glaube, oder Grundbedürfnisse, die kann man auch noch dazu nehmen, um das ein bisschen, um da noch ein bisschen das Fundament unterlegen bei Energization. Es geht darum, dass man die positive Energie aktiv führen kann. Jetzt gerade mit so Gegenbeispielen, mit so Widerlegungen von den aktuellen Glaubenssätzen. Ich nutze jetzt das Ivo. I feel it! Wir haben, du hast jetzt gerade ein paar Folgen genannt, wie zum Beispiel auch Self-Determination Theory, wo ich glaube die letzte Folge war. Ja. Und vielleicht hat es gerade die 2 Folgen gebraucht. Aber ich höre jetzt aufs Nuss. Wie sind wir da gelandet? Wie sind wir da gelandet? Das ist, ich will sagen, das ist, weil wir beide relativ unstrukturiert in den Podcast gestartet sind. ultra. Aber ich kann jetzt sehr Also cool wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet. Wir sind plötzlich von einem Podcast in eine Selbsttherapie gegangen. Aber ich glaube, das ist okay. Ja, das versprechen wir ja auch ein bisschen mit unserem Podcast. Du tust das jetzt gerade souverän umsetzen. Danke, einer fürs Team. Doch, ich mache das jetzt. Wirklich. Ich war diese Woche bei meinem Arzt gewesen. Und wir haben uns ein paar Sachen angeschaut. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich snooze. Und er hat mich sehr enttäuscht angeschaut. Sehr enttäuscht. Und es ist so doof eigentlich. Es ist so doof. Okay. Gut. Ich habe noch 2 Snooze-Döschen, falls die jemand will, soll er sich melden. Oh shit, ja. Okay, also vielleicht müssen wir noch mal schnell, ich bin jetzt gerade ein bisschen lost, aber vielleicht gehen wir es noch mal schnell durch. Die selbst erlernte Optimismus setzt sich zusammen aus A bis E und auf Deutsch zum einen Widerstand benennen. Also was genau irgendwie haltet dich davon ab? Nein, wir haben eine objektive Beschreibung von der Situation. Okay. Objektive Beschreibung von der Situation. G, Glauben, also was sind deine Glaubenssätze? Ja. So ein bisschen verstehen, hey, was genau führt bei mir dazu, dass das so ist. Was löst die Situation bei mir für Gedanken und Interpretationen aus? Dann haben wir K für Konsequenz. Und dort ist, ich beschreiben, was löst die Interpretation von dem Ereignis? Was löst das bei mir für Gefühle aus? und dort sind wir nachher bei der Attribution auch. Ja. Dann suche ich nach Widerlegungen. Also was gibt es für Gegenbeweis? Hey, wo habe ich das vielleicht schon besser gemacht? Ich suche eigentlich nach so Beweis, wo das widerlegt, wo ich jetzt da glaube. Ja. Und am besten Sachen, die du machst. Oder du hast jetzt das gesagt mit, ich habe spät angefangen, ist ein guter Beweis, aber es ist noch weit weg von deiner Person. Oder wenn du bei persönlichen Sachen, als Beispiel das mit dem, ich kann gute Sachen durchziehen, ich kann gute Sachen eigentlich auch cutten, so, die Beispiel. Oder wenn es um Schulsachen geht, hey, das war jetzt nur Englisch gewesen, sonst bin ich in der Schule mega gut und Lernen funktioniert und dort funktioniert und dort funktioniert. Also aktive Beispiele sammeln, wo es funktioniert. Und dann der 5. Schritt, Energie. Energization. Just do it. Ist dann die Nutzung von dem, oder? Und das auch immer wieder bewusst machen und die Energie können in... Also ich muss das dann nachher sicher nochmal schnell durchgehen und irgendwie mir auch sauber aufschreiben und irgendwie ein bisschen etwas Gescheites damit machen. That took a turn. Hey, ist eine wilde Folge, ja. Vor allem, Und ich habe jetzt alle Leute, die dazu hören, als sozialen Druck, wo ich natürlich nicht möchte enttäuschen. Ja. Du hast jetzt den erlernten Optimismus hineingebracht. Ich habe auch noch von so psychischer Flexibilität gelesen, wo eigentlich einfach aufzeigt, von, hey, eben wie auch der Prozess, den wir jetzt durchgemacht haben, wie flexibel kann ich neue Glaubenssätze annehmen, wie kann ich mich adaptieren an eine neue Situation. Sie haben das stark gemerkt bei der Covid-19-Pandemie, dass Leute mit einer höheren psychischen
Flexibilität sind viel besser mit dieser Situation klargekommen als Leute ohne, weil die haben wie dann in dieser Situation gefangen. Und für mich fängt psychische Flexibilität bei der Psychoedukation an. Ja. Nämlich zu verstehen, wie so etwas funktioniert. Zu verstehen, jetzt in diesem spezifischen Kontext, zu verstehen, dass es erlernte Hilflosigkeit gibt. Das ist sehr gestottert. Verstehen, dass es erlernte Hilflosigkeit gibt. Zu verstehen, wie die Attributionstheorie funktioniert. Zu verstehen, dass man das auch verändern kann. Zu verstehen, was das auch für Konsequenzen hat. Yes. Je nachdem, wie ich attribuiere, oder? Yes. Und ich finde, hey, das ist mega schön, wie du das jetzt verknüpft hast, aber das ist per se mein Hauptziel von dem Podcast, dass wir Psychoedukation. Psychoedukation machen können, weil das Verstehen von etwas ist der erste Schritt, um etwas können in eine Richtung lenken, die ich möchte. Darum, ja. Ja, mit dieser Folge sind wir am Chaos-Teil gerecht worden, habe ich das Gefühl. Ja, will Das sein. war wild gewesen. Ja, es ist wirklich wild. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einen Turn nimmt. Ja, ich auch nicht. Aber ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer schätzen das, glaube ich, auch. Weil, ist noch spannend gewesen, weil zum Beispiel die Folge 30, ich bin ja meistens der recht strukturiert ist. Ja. So in der Vorbereitung und das auch Willst so. du damit sagen, dass ich unstrukturiert bin? Nein, aber ich brauche ein bisschen mehr. Nein, lass dich mal. So gut. Lass mich ausreden. Kannst du den Glück nicht? Wo. Let me talk! Ich bin Jetzt der, lassen euch beide Leute zu, sorry. ich bin der mehr klaren roten Faden braucht, um in die Folge zu starten als du. Würde ich sagen. Ja. Und jetzt bei der Folge 30 haben wir ein bisschen aneinander vorbeigeredet und ich bin nur auf das eine Modell habe ich mich vorbereitet und du bist so gewesen, nein, komm, wir reden einfach über positive Interventionen und so. Und ich so, aha. Aber du bist schon flexibel gewesen. Genau, und ich habe ein Feedback bekommen, oder mehrere Feedback, die so gesagt haben, hey, es ist eine mega geile Folge und ich habe das Gefühl, du bist so ein bisschen freier, es ist so authentischer und so. Und dann dachte ich, okay. Und darum habe ich mich heute nicht mit einem 7-seitigen Word-Dokument vorbereitet, sondern einfach mit einem A4-Blatt mit Stichwort. Was immer noch sehr viel mehr ist, als was ich da Warte einfach, für die, die das Video schauen, ihr seht es jetzt. Aber ja. Vor allem, du schreibst sehr klein. Ziemlich etwa ein A4. Ja, aber du schreibst so viel kleiner als ich. Das stimmt. Das stimmt. Ja, ich finde, by the way, das Video auf Spotify oder YouTube. Also, ja. Falls ihr jetzt gefragt habt, wenn ich jetzt davon Video rede. Voll. Darum Hey, habe ich mich schön. so vorbereitet. Wilde Ritt gewesen. Wilder Ritt gewesen, ja. Und jetzt... Ein bisschen Achterbahn und jetzt gibt es, glaube ich, noch eine letzte Handzelle. Ja. Ich habe keinen Plan, was steht, Ivo. Was steht? 2,5 zu 1. Für mich. Okay. Okay. Gut. Jetzt musst du gut zulassen. Aha. Welche einzige kognitive Verzerrung erklärt am besten, warum Menschen nach einer Entscheidung ihre Wahl im Nachhinein als offensichtlich richtig erleben Ich weiß es. widersprechende Ich weiß Hinweise es. abwerten? Okay, sag. A. Rückschaufehler. B. Oh, du brauchst die Deutsche. Okay, ja, mach. Dissonanzreduktion. Oh, fuck. C. Ich weiß Bestätigungsfehler. es noch nicht. Und D. Ankereffekt. Oh shit, ich bin so selbstsicher gewesen und jetzt muss ich ein bisschen machen. Also warte mal schnell. Also auf Englisch heißt es Sunk Cost Fallacy. Nein, ist nicht. Ja. Also sag mal, eine Frage. Bro, sorry, Sunk Cost Fallacy ist etwas anderes. Okay, aber sag mal Frage, dann habe ich die Frage falsch verstanden. Welche einzige kognitive Verzerrung erklärt am besten, warum Menschen nach einer Entscheidung von ihrer Wahl, zum Beispiel einen Staubsauger kaufen, im Nachhinein als offensichtlich richtiger leben, obwohl es widersprechende Hinweise. Sag B nochmal. B ist Dissonanzreduktion. Dissonanzreduktion. Es ist korrekt. Ah, okay. Aber ich habe gedacht, ich mache es so schwierig wegen Rückschaufehler, Bestätigungsfehler. Aber was ist denn ein Rückschaufehler? Keine Ahnung. Auch schnell. Rückschaufehler wäre eher, ich habe es schon im Vorher gewusst. Keine Ahnung, Rückschaufehler. Ja, im Nachhinein. Doch, weißt du, was ist es? Was? Rückschaufehler ist, da hat es doch gegeben, wo es Militärflugzeuge untersucht haben. Oh, ja! Wo das. Ja. Dort sind Flugis, die zurückgekommen sind von Missionen. Ja, genau. Sind völlig verlöchert gewesen mit Schüssen. Ja. Und sie sind so gewesen, ja, die meisten Schüsse sind in den Flügel. Mhm. Wir tun jetzt die Flügel verstärken. Ja.
Was sie aber nicht gecheckt haben, ist die Flugis, die gar nicht erst zurückgekommen sind, weil sie abgestürzt sind die gewesen mit dem, wo viele Löcher hatten im Motor. Und nachher haben sie die Flügel verstärkt. Ja. Die sind nachher dann geflogen, aber die Flügel sind gar nicht das Problem gewesen, sondern der Motor. Aber sie haben halt das nicht gesehen, weil die es gar nicht zurückgeschafft haben. Genau. Crazy. Very nice. Also es ist 2:2,5. 2,5:2. Ja. Ich weiss auch schon, wenn wir grüßen. Ich weiss auch wer, aber sagst du bist gut in dem. Du weißt auch wer. Ja. Aber wissen wir das Gleiche? Ich weiß es nicht. Also ich hätte jetzt gesagt, wir grüßen die durch den erlernten Optimismus jetzt auch gerade umsetzen. Und was? Aufhören zu nussen. Yes! Wir grüßen alle, die nikotinabhängig sind und gerne wieder aufhören. Darum, wenn ihr jemanden in eurem Umfeld habt, wo ihr sagt, hey, die Person hat irgendwie schon mehrmals gesagt, sie will aufhören, hat es bis jetzt nicht gemacht, tun sie grüßen. Vielleicht schickt ihr den Podcast mit. Folgt uns. Schickt. Ja. Folgt uns auf Instagram und TikTok unter Kopf_Chaos. Beides mit CH. Ich sehe uns auch auf YouTube. Dort sehen das ganze Video. Und, hey, nochmal erwähnen, am 28. April haben wir unseren Vortrag. Ihr findet jetzt auf unserer Website kopfchaos.ch Tickets. Schaut dort doch mal drauf. Gerne uns auch ein Feedback, falls ihr irgendetwas dazu sagen wollt, falls ihr auch ein Thema habt für einen Vortrag. Weil ich hätte schon noch Bock, das über die 4 Vorträge rauszuziehen. Ja, 100%. Aber we'll see. Yes, we'll see. Hey, danke vielmals für eure Aufmerksamkeit und wir wünschen euch einen wunderbaren Start in die neue Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Tschüss zusammen. Jetzt muss ich einfach aufhören.